brengen, de vrouw meest jeder zondag zo overs, wanneer ik dan te bad breng, dan vrouw die mij, papa, wat voor je geschicht hast du van jou die Tjoik verteld? Ze willen die predigt ook weten. Zo, je kan dan van jou mal dat verreicht, dat je dat niet beim Schluppen gaan brücken hier, sondern dat je dat gerne al nu hier. En ik wil je nog wat zeggen. Dat, immer ware, und zondag zo overs, wanneer jullie mama en papa je te bad brengen, dan vraag dan mal, wat heeft de predigt zo overs gezegd? Wat heeft de vermerk gezegd? Wat zei de predigt van jou vermerk? Wens dan waren de ouderen zo zeer oppassen dat hij dat zo overs nog maar weten, wat is vermerk gezegd heeft. Zo, ouderen, je weten zeer oppassen door die geschichte. Wir sind ein Jahr, wo wir uns gesagt haben, verg die nicht. Verg die nicht. Und als wir anfangen mit dieser Botschaft, dann dachte ich bloß, na Gott, brücken wir das nicht in der 2024, verg die nicht, ja, und das wir dann auch für uns tun. In Wirklichkeit muss ich mehr sagen, mir grüßen klein besser. Ich sage, wann 2024, wann du noch nicht die Botschaft, wir verg die nicht, wird das dann noch ein schwaanderes Jahr, in 2025, dat wir dit Jahr unbedingt brücken, verg die nicht. Ich weiß nicht, wo dit Jahr wird ankommen. Ich weiß nicht alles, was dit Jahr wird sein. Und das ist gut, dass du das auch nicht weißt und dass wir das nicht weiter brücken. Aber ein weiß wir das in der 2024, auch in der 2025, auch nach in der 2026, Gott uns immer weiter sagt, verg die nicht. Wir brücken uns nicht fürchten. Und das ist schön, dass wir diese Botschaft haben und dass wir können uns vorstellen. Und diese Botschaft zu glauben, verg die nicht. Dann brücken wir Glauben. Wenn es meist einmal, wenn wir sehen in der Bibel, dass irgendwer das gesagt kriegt, verg die nicht, dann hat das mit einem großen Glauben zu tun. Als Zacharias gesagt wird, dass er der Vater war zu Johannes, dann grühlt er sich ein bisschen. Und er braucht einen Glauben, dass er das annehmen würde, dass er der Vater von Johannes wird werden. Wenn es wie alt, er dachte, er würde auch nicht mehr ein Kind kriegen. Und mit welcher Botschaft kommt das auf? Verg die nicht. Als Maria, eine ganz junge Mädel, die noch niemals mit einem Mann abgeschlossen hat, als der Engel kommt und sagt, du wirst ein Kind kriegen, dann braucht das ein großen Glauben, das anzunehmen. Wo war ich ein Kind kriegen, wenn ich noch niemals mit einem Mann abgeschlossen habe? Wo wird das schaffen? Und welche Botschaft kriegt sie weiter? Nur dem, dass sie rückgefordert wird, einen großen Glauben zu haben, verg die nicht. So, wir können für 2024 groot glauben en hopen en ons vrije, een levende Hoffnung haben. Wir können sagen, einer zum anderen, verg die nicht. Amen. Jesaja 41, Vers 10. Das ist ein Vers, den wir alle auswendig kennen. Jesaja 41, Vers 10. Und dann dort wir den auswendig kennen, machen wir den sagen, ab Lüdes. So, wir wollen den alle taub mal lesen. 1, 2, 3. Angst die nicht, wils ich sie mit die. Verg die nicht, wils ich sie den Gott. Ich will die stark merken und die helpen und mit meine gereichte Hand will ich die holen und bewahren. Amen. Das ist uns Vers für das Jahr, was wir einen besonderen Vers haben, was Gott uns mitgegeben hat. Was wir so schön zu sein, ich will was het eigenlijk de boodschappen ook predigen, wat Arno ook in Brasil predigen. Nicht, dass wir dort Mathe predigen, aber das Schöne ist, dass wir geknackt sind mit Geschwistern weit und breit von anderen Ländern und dass wir dieselbe Botschaft mitnehmen für das Jahr. Und ich will eben die Geschichte von Ruth von dir ein bisschen vertellen. So, das ist die Geschichte, die ich vertellen will. Ruth, ihre Geschichte. Ruth ist ein Buch, ich glaube, was ab frühes Stund oder ab frühes Frühstück all mehrmals genannt worden ist. Aber hier am Sonntagvormittag kann ich nicht denken, dass in 5,5 Jahren irgendwer jemals über Ruth gepredigt hat. Aber sie ich auch nicht. Hat wohl irgendwer bloß eine Predigt hier am Sonntagvormittag über Ruth? Ich glaube nicht. Wenn keiner sagt, dann wird es wohl so sein. Und ja, wie in Ruth gehen, weil wir noch in Jesaja 43 gehen, 1 und 2. Jesaja ist ein sehr schönes Buch, wo das Volk in eine schwere Zeit wird, wo das alles sehr schwer dreht und das, was Gott uns sagt. Jesaja 43, 1 und 2 sagt es das.
Aber doch, nu zegt de Heer, dat wij Jacob zijn nakomen gemerkt heeft, en dat wij Israël dat geschenk gegeven heeft. Angst junt niet, wils ik wil junt raden. Ik roep junt benomen, je hier in mij. En wanneer je waren maten dat duipet wordt gewoon waar ik junt bijstonen, en wanneer de Rifa junt metrieten wil, bij alderen bij alderen du wil de Rifa dan krijgt niet metrieten, du wilde niet. Wanneer de Rifa junt metrieten wil, wordt hij je niet uitkrijgen. En wanneer je hem vier gaan, wordt je niet brennen. En de derde vers zegt zo, dat is, wils ik de Heer je God zie, en ik die weer in Israël heilig is, en ik je help je. Ik heb Egypten handgegeven om je los te kopen, en dan kon ik nog Kush en Seba door toe. Amen. Zo, wel we bidden, man. Dankzij Jezus voor dit woord. Ik dank je voor Ruth en je schicht. Ik dank je voor die gemeenschap, wat we in Jezus hebben, en dat de Heilige Jezus hier is. Ik dank je dat het vier Gottes hier is, en dat we kunnen leven in deze stroom, dat we kunnen leven in deze Jezus. En ik zie die einfach dankbaar dat we kunnen hier verzameld zijn. Jeder ik bid ook voor de ja's. Zijn wat het eerste Mal hier zijn, mochten ze zich am Arm veilen. En mochten zij ook deze boodschap veilen, fürcht die nicht, hab nicht Angst. Wenn Gott sagt, uns das immer war in der Bibel, fürcht die nicht, hab nicht Angst. Dat bid ik in die Naam Jesus Christus. Amen. Zo, Ruth. De Geschichte van Ruth. Ik geloof, de meeste van ons kennen die. En wanneer je die niet kennen, dat is een van de Bücher, wat leicht kennen te leren is. Wenn dat zijn plus 4 Kapitel. Dat die werkelijk mal een paar Minuten. Wenn du nicht so sehr gut lesen kannst, von der ersten Tag mit dem Phone, ich habe ein Audio anmerken, dass die, ich weiß nicht, vielleicht 20 Minuten, dann hast du die ganze Geschichte durchgelesen. Und das ist eine schöne Geschichte, eine wunderschöne Geschichte. Wir haben mal angefangen zu lesen. Wir wollen nicht diese ganze 4 Kapitel durchlesen, ich wollte totale Verse enger lesen. Wir haben mal angefangen. Ruth 1, Vers 1 und 2 und 3. Nee, 1 Vers 7 meine ich. Du sagst dat zo. In die tijd, als de rechter, de leiders in Land wären, nahm sich dort Raum, dat du eine Hungersnot wir. Dann mögt sich ein gewisser Mann von Bethlehem in Juda ab mit seiner Frau und seine 2 Jungs nach Moab zu tragen. So, diese Botschaft von Ruth fängt an in einer schweren Zeit. Da wir eine gewisse Zeit, wo du eine Hungersnot wir, wo sie wohnen dort. En das Mann mit seiner Familie, sie merken sich ab, eine Lösung zu finden. Wir sehen mal, ich bin sehr dankbar, dass das Ackerbücher jaf, oder das Ackerschmaner jaf, wenn es, ich weiß nicht, wo gut der Acker die wird schaffen, wann ich der Rane wird. Aber wir sehen mal, ein weiser Ackermann ist das. Wenn wir den Regen herantreiben würden, dann würden wir immer abdreht Land sein. Ernst, was er hätte mir. Wenn es einzelne Menschen, die wollen immer durchhand tragen, wird nu krijg je rein is. En die tragen immer durchhand, wird je rein is. Und das schafft nicht. Einmal muss wir noch mal eine Zeit sein, wo das vielleicht ein Jahr ein bisschen dreig ist, dort wir warten und dort wir das kennenlernen, was Gott für uns hat. Aber nicht immer. Nochmal gehen wir in eine dreie Zeit in uns Leben durch. Und ich meine nicht bitte, dass je weet al dat ik niet unbedingt das groß meine. Nochmal ist in ons Leben was dreht. Und wenn du was dreht, dann muss wir nochmal abchecken und sagen, Gott, muss ich nicht eine andere Entscheidung treffen, muss ich durchgehen, wo wir eten wird. Muss ich durchgehen, dass meine Familie nicht wird hungern. Was muss ich tun? Und dann nehmen wir Entscheidungen. Und so nimmt das Vater auch Entscheidung. Als du von einer schweren Zeit kommst, nimmt er die Entscheidung, durchzutreiben, wo er ist. Er nimmt auch seine Familie mit. Der Name von diesem Mann, der zweite Vers sagt so, und seine Frau wären Elimelech. So, wenn je bald mal ein Jungchen kriegt, dann kann ich den vielleicht so nennen. Elimelech, das wo wir vielleicht meist nicht sagen, kann aber der groß ist, wo wir das all kennen, wenn es dann von ihr Name. Und Naomi, oder Naomi wird auch genannt. Wir haben hier sogar Naomis. Und ihre Jungs wären Machlon und Kilion. Ich meine, die kennen vielleicht auch noch, wenn es Nummern sicher hier kriegt. Für die Jungs, wenn es. Sie wären von
je kennen, aber nicht dort je nicht kennen. Het wordt allemaal je willen. Zij waren van de Ephrata jeend en hadden land bij Bethlehem en Juda. En als ze dan in Joab waren, starf de man Elimelech en leidt zijn vrouw Naomi en de twee jongens hingen zich. En dan merkt zich dat zo dat de jongens zich met Moabitische Meales befrieden. De Schwiegerdochter waren Orpa en Ruth. Die ganze Familie war vielleicht 10 Jahre in Moab gewesen. Und dann starben die Jungs alle beiden, Machlon und Kilion. Und nu wieder früh ohne ihren Mann und ohne ihre Sehns. Naomi hier dann, dass der Herr sein Volk geholfen hat und dass du nu genug zu eten wird. Dann ging sie los mit ihren Schwiegertochter am Träg nach Moab zu treiben. Alle drei mücken sich ab, von Moab nach Juda zu gehen. Nu wil ik einmal aanhullen. Deze familie die wir naar een andere jeend getrokken. Deze andere jeend, du wir ook een ander volk. Du wir de Moabiter. De Moabiter, die horen andere jetten, die horen andere ongewoonheden. Aber wenn sie nu onderwens wären, befrieden diese Sehns, den Nummers, der hel ik niet in denk, Machlach en Kilion befrieden sich mit zwei Meales. Der eine befriedet sich mit einer Ruth und der andere mit einer Horpa. Horpa und Ruth sind die zwei Schwiegertöchter. Die befrieden sich. Und nu starft eerst de Vater, Elimelech, en later starven deze twee Sehns. Dat betekent, du blijven 3 vrouwen übrig in eine Familie. So alle Männer sind gestorben. Nu moet me een paar Sachen verstaan. In die tijd was het zo, ik meine, es von dir nicht viel anders, aber es in Westen anders. Aber in die tijd was het zo, dat de man weer ganz verantwoordelijk dafür, dat hij dort aanbrengen, dat de familie te eten had. En deze 3 vrouwen horen niet meer Männer, wat dat doen kunnen. En dat andere weer, wat we van die cultuur moeten verstaan, dat wanneer een vrouw ihr man starf, soll sie sich am liebsten, aber wir ähnlich gesagt, sie können sich bloß mit ihren Schwiegerbrüdern befreien. Das würde so sein, dass wenn ich würde sterben, dann würde Heidi sich mit Hulda, mit meine Eltern eher andere Sehen befreien. Wenn du weinst nach einer Wir. Aber dann wird gekickt, wer der Nächste in der Revier. Und bloß die Sache ist, diese Naomi, sie will eine andere Tante, sie hat selbst keinen Mann. Und wenn sie sich auch noch befreien würde, bet sie würde ein Kind haben und dort groß genug würde sein, dass der Tochter sich würde befreien, das wäre viel zu laut. So sie wäre in einer sehr schweren Lehre. Mit wem würde diese mit wem würde Ruth und Horpa sich befreien? Und nu würde du 3 Wege früher sein, dass das menschliche Bild wie, diese blieben für immer allein und die haben niemals eine gute Zeit. Gleich wie so eine 3 Wege früher die Brücken wird, was das sagt, fürcht die nicht. Das ist hier nicht in dieser Reihe von der Bibel geschrieben. Aber ganz deutlich und klar ist, wenn du 3 Wege früher sind, wo das menschlich ist, dass du keine einzige Hoffnung, dann braucht wie ein klares Wort, wo das sagt, fürcht die nicht. Und ich glaube, dass ich zwischen dieser Reihe lese. Nochmal, wenn wir die Bibel lesen, dann kann ich alle Hände verstehen, was du nicht mal geschrieben steht. Wenn sie weiter Gott, was bei uns sind. Weißt du, dass Ruth ist sogar ein Buch, wo nicht mal der Name Gott viel gebraucht wird. Der wird gebraucht, aber sehr wenig. Aber wenn du das ganze Buch überlesen lässt, du wirst das endlich nicht mal an, dass das Wort Gott du meist nicht berner ist. Wenn Wort nicht, wenn der erste alle wein. Verstehe ich mich? Einmal brauchen Sachen nicht geschrieben sein, omdat wir weiter dort durch sind. Wir einmal gar nicht brauchen sagen, dass wir brumm sind. Unsere Familie weiß auch alle, dass wir brumm sind. Ah ja, wie das gesagt hat. Wenn es einzige Sache brauchen einfach nicht gesagt, der weiß wie bloß. Und so weit wie, dass diese 3 Frühe, die brauchen einen Helfer, einen Radar. Und viele Mal sind die Umstände ans Leben so, dort sind ein Boy. Und die wollen uns Angst haben, ja. Und ich glaube, diese Naomi,
en de Ruth en Horpa, zij zagen ook plus boy. Zij zagen du weer boy, en zo veel laatst en du bij Laguna Corani, weer het meest zo dat jeder vermiddag, dan komt de zon een beetje ver, maar weer het eenmaal klok 11, klok 12, dan komen de waldje rauf. Dan kannst du nicht 20 oder 30 Meter checken, wo das Water wird. Wie wir du boven in einer Cabane und du 20, 30 Meter auffangt, der Lake an. Und wir können nicht bei dem Water checken. So dicht wäre der Waldje. So alles, wie wir du meistens auf dem Huis, wenn wir in dem Haus checken, das sagt sich so wie wir im Himmel. Wenn wir sagen, bloß Waldje, oder bloß Wett, sagen wir. Und ich glaube, so checkte, wie, das kann Geschmack lassen, aber wenn du verloren sein und ich weiß wohin, wusst die Grüle, nicht so? En ik leef zo checkte deze 3 vrouwen. Ze zagen bloos wit, bloos zwart. Du hebt niets te zijn. Ik weet niet hoe Maria te overleven. Ik weet niet met wem ik me bevrijd word. Ik weet niet wer de arend wat im huis neemt brengen. Ik weet niet wer den bal wat slacht. Ik weet niet. En nogmaals hebben we in zo'n omstand dat alles boeig ramans is. Alles dieste is. Dat we zo sterk dat deze Naomi, de mama voor deze, oder de schwiegermama, de Ruth, in Horpa, dat ze zegt, nannt mich nicht mehr Naomi, nannt mich Mara. Ze zegt, wat bedient Mara? Dat bedient beter zijn. En ze zegt, Gott, wo bist du? Du hast uns verloren. En nogmaals speelt sich dat in ons leven zo, als wanneer Gott uns verloren hat, oder als wanneer hij nicht dich bij is. En dan zeggen we alle handen te God, en dan geloof je zo, maar ik me niet schuldig voelen, wat ik in mijn gevoelen te God gezegd heb. En ik wil je eens zeggen, du brauchst die niet schuldig voelen, wat immer du te God gezegd hast. We zijn in de ganze Bibel, David en deze Naomi, en we zijn viele andere personen, die zeggen einfach ruhig, wat in ihr hart is. En we denken, wie schwer dat is. So du kannst te God zeggen, wie jammerlich en wie jämmerlich du die voelen is. Aber, dat is niet het eng van deze Geschichte. In die jammerieren, in die truiert voor God, wanneer die schlimmer is voor hem, laat dat niet het eng zijn van die Geschichte. Amen. Laat dat niet erbij blijven dat we bloos een bejammerde cultuur willen zijn, dat ik met je, oh mij dit, oh ik jant. Nee, we zijn rijk. Einmal jammer wie over Bolivien en hand alle handen te zeggen wat dit en wat jant is. Voor eenmaal een beetje uit en du was zijn verrekt dat is. We voeren in Cochabamba neer en onze phones weer bloos alle in buiten, wens we nemen beelden op van de wunderschmakke bloemen wat er weer, wenn dat zo koud en regen is weer en zo rein weer en dat zag zo smak. En de boy door het arm. So blieb nicht bedeutet. Sei dort zu Gott, vielleicht würde die nicht fallen das, aber lot dort nicht dort eng sein von die Geschichte. Go wieder. Viele Mal, weil das Leben uns Angst hat, ja. Und das sage ich von der Anfang. Wir sind einmal, was für uns ist. Wenn ihr nur diese Kant hier alle rütchecken, kijk mal alle nur diese Kant rüt. Was sei je? Was sei je? Kann ich hier? Gerein. Also, wie seien gerein? Und das hat Gold an unsere Ehe. Wie seien gerein? Wo sagt das hier uit für 6, 7 Monate, oder für 2, 3 Monate, 4 Monate? Berühren, nicht so? Hier wird das eben gerein, wenn es wie hat Larry und Elsie hier am Hof. Aber du wieder dort haben, du wirst sehr reich und sehr berühmt. Hast du in deinem Leben einmal was für dich, wo du sagst, das ist es, das ist, was ich sei, und so wird es bleiben. Und wir sind bloß das, was wir für uns haben. Aber weißt du was? Wenn ich die Bibel abschlage, dann weiß ich, dass das, was ich für mich habe, ist nicht das Einzige, was so ist und was wahr ist. Ja, ich sage das. Ja, ich sage, dass das brün ist. Ja, ich sage, dass das ein Bauch ist. Ja, ich sage, dass das schwer ist. Ja, ich weiß, dass vielleicht deine Tochter krank ist. Aber weißt du, was du weiter kannst? Dass das, was du nie sitzt, ist nicht das Einzige, was du so ist. Und nochmal kommen Menschen um mich, aber check, das sitzt du doch. Das ist, was die Wahrheit ist. Ja, das ist die Wahrheit, was du sitzt. Aber weißt du, was nach der Wahrheit ist? Dass wenn ich die Bibel abschlage, dann war ich ganz an, dass das eine ganz evangelische Welt ist. Der ist ganz ram deze andere Welt, wat ik hier in de Met zei. En weet je wat? Der ist ook wahr.
En dat is ook zo. Al dit wat ik in de Bijbel zei en ving, dat is de waarheid. En wat ik entdekken kon is, zoveel langer ik leef hier op aarde, dit hier in de meer, dit wat ik zijn word, dat wordt niet alles rein, even nach, op eenmaal hastig alle rein zijn. Dat wordt nog maar een reisje daar geven, maar ik kan antwoorden, dat de waarheid wat ik ram zei, ik kan deze andere waarheid even hand nemen. Dat deze schwierige Sache op deze wereld niet het einzige zijn. Als Zacharias zegt, dat hij zal voeren voor Johannes worden. Hij als een oude man, ze had niemand kon krijgen, dan zit hij bloos aanmelijkheid. Maar de engel zegt en wijst hem naar de andere waarheid, naar de waarheid, wo dat möglich is, dat hij kon de voeder worden te Johannes. Amen. En nogmaals wat we onze vleeselijke uur toemerken en de geestelijke uur opmerken, omdat we de andere waarheid zijn, omdat die kan werkelijk worden in ons leven. Kom je met wat ik zei wel? Zo wat is, wat zei ik dit? Wenn Ruth als zo'n persoon, zij zit nog niet, wanneer ze de vleeselijke uur opmerkt, dan zit ze nog niet, maar ze gelooft. En wat is de geloven? Geloven is de levende hoopning op dat wat we nu nog niet zijn kunnen, dat we geloven dat dat toe is. En dat zeg ik in Ruth 1 vers 16 en 17 zo. Dat we zo was, dat de mama, bloos omdat we metkomen, deze Naomi, die had gezegd, zij gaat dan terug, maar toen had we gelezen, zij gaat terug naar dat land van waar ze eerst einmal komen, waar de Israëlieten woonden. En dan zegt ze, op eenmaal, ze gaan alle drie weetvruchtjes taubloos. En op eenmaal haalt ze stil en zegt, hold on, je twee. Je hier niet te ons gevallen, je dan van de Moabita, blijf bij de Moabita. Zeek je primos, er irgendwas jün van jün valt, goed bevrijd jün, merkt je leven dood, zoals wanneer het niemals passiert is, blijf terug. Ik wil alleen in huis komen, mijn leven wordt zwaar nu zijn. En deze Ruth en deze Horpa, ze vangen, de Bijbel zegt, ze vangen betterlijk aan te hielen. En ze praten, ze willen metkomen. En dan zegt Naomi nog eenmaal nee. Naomi zegt nog eenmaal nee, blijf hier. En dan zegt Ruth dit. En dat is de bekendste vers wat we in dat boek Ruth lezen kennen. Of wat allemaal immer waren zeiden. 16, 17 en 18 zei zo. Ober Ruth zegt. Want wie dat woord ober in de Bijbel hat, dan komt meest allemaal wat zeer wichtig. Ober Ruth zegt. En dan wat Naomi hier ons alles gezegd had. Ober Ruth zegt zo. Proef me niet langer te bereden, dat ik verloten en terug gaan zal. Wo du hanjes, wil ik gaan. Wo du wonen was, wil ik wonen. Dien valt zal mijn valt zijn en dien God zal mijn God zijn. Amen. Daar wo du stors, wo ik ook gestorven en wo ik begraven worden. Wanneer ik mij durch wat anderen als durch dem dood van die scheiden laat, dan laat dem Herrn zijn oor op mij komen. Als Naomi dat klaar wordt, dat Ruth zich niet goed bereden laten, geeft zij op haar te bereden. En dan gaat ze met. Veelmaal worden door uitvorderingen komen. Nu laat je in deze Ruth ihr leven aan. Zij had kunt zoals schwierigste omdraaien in een huis komen en zich frisch bevrijen en vielleicht ein schönes Leben merken. Aber zij entscheidet sich, mit ihrer Schwiegermama mitzugehen. Und nu denk mal mit, sie würden teruggehen von da, wo sie kommen würden. Was könnte das bedeuten? Was weiß wie, was das Ruth Lothar? Sie lest, getreut taub. Das fällt, wie gesagt wurde, sie sollen immer getreut für die Arme und für die Wettfrühe evaluieren. Aber das war einmal ein bisschen sehr sparsam getan, ein klein bisschen, wo ich evaluiert, aber nicht sehr viel. In zo'n früh ist das, musste vielmal meest Tage nach schaffen, zum Jerots abends zu überleben. So die große Wahrscheinlichkeit wie dort waren sie würden mit ihrer Schwiegermama mitgehen, dass sie ihr Leben lang würden mit ihr Getreide ablesen und dass sie würden mal Jerots abends zu überleben haben. Vielleicht nicht mal sich so zu kennen. Dort wie eine große Wahrscheinlichkeit. Und sie kann bloß vielleicht negativ sein.
Aber im Glauben checkt sie positiv, im Glauben sieht sie andere Sachen und sie sagt, ich gehe mit. Und dann, was das kosten wird, ich gehe mit. In ons Leben brauchen wir auch so einen Glauben. Wir brauchen auch so einen Glauben als Ruth hat. Ein Glaube, wo ich sage, hab nicht Angst, fürchte dich nicht. Und dann, wenn ich das noch nicht sage, ich will gehen. Ruth ist auch sehr übernehmend. Dat sie so das tät. Und sie jeder Lothar ohne ihre Schwierma allein als früh nur Boas sein Fleck und fängt an taub zu lesen, die ihr trägt. Und so geht die Geschichte wieder, als sie dann mitgeht, der andere Schwester, von der weiß wir nicht so viel, da wenn es kann wie die Nummer nicht so sehr, Horpa, die geht trägt, aber Ruth geht mit. Und das ganze Buch handelt sich von ihr. Sie geht mit und sie liest, dass ihr trägt taub. Sie geht mit und sie fängt so an, als das menschliche, fleischliche Ursache. Sie liest taub. Aber dus, die wird, wo sie taub lesen, das sagt Gott, der sagt, Lot viel Eva. Lot beim Draschen wird besiegt. Lot diese wird früh taub lesen. Und sie kommt den ersten Tag nach Hause mit ungefähr 10 Kilo. Und dort nimmt sich die Geschichte wieder. Und sie redet mit ihrer Schwieger jeden Tag. Und die merkt, Jogo, frisch und Fleck. Und behandelt die Menschen durch Gott. Und das Boas, als der steht, wo sie taub lesen, dort das Boas, der sagt auch zu seinen Arbeiter alle, behandelt diese früh Gott. Lut Gott Eva, dort sie können Gott taub lesen. Und dann geht Ruth auch nach Boas und sagt, bedankt sich in Boas, der Jafar auch Gott wird. Und er ist sehr respektvoll zu ihr. Und dann fängt eine andere Geschichte in das an. Auf einmal sagte Schwieger Naomi zu Ruth, weißt du, wenn du in die Woche warst, ohne taub lesen, das Mal wirst du dir nicht deine alte Linse antreiben. Nu wirst du die Geschmack antreiben. So, und sie bot sich fern, so sagt sie wascht sich und sie schmiert sich an, dass sie schönere geht, dass es auch Geschmack ist. Und sie trägt, die Bibel sagt, sie trägt sich die schmackste Kleider an, was sie hat. Und sie geht auf den Fleck ab. Und dann sagt der Schwieger nach wieder, der sagt, sie sehr brav. Wenn sie sagt, das Boas, wo die Buwe taub lesen ist, auf den sie einen Fleck, das Boas, dort ist in Wirklichkeit ein von den Personen, wer die frie soll. Wenn es dort wie so, wenn die Naomi, sie hat ja nicht andere sehen, dann musste der andere Primus, also dann wieder eine Reh, wer dann dran kommen wird. Und haben wir nicht die erste eine Reh, aber wir haben ein von denen, was eine Reh wird. So, und der Schwieger sagt, go du war taub lesen. Ruth 3, Vers 5 sagt so. Ruth sagt, ich will alles so doen, als du sagst. Ruth ist gehorsam. Ruth ist noch immer, kriegt sie Geld für die und für mich, so dass das für Jahre Zeit wird. Und das wird gehorsam und das wird sich unterstellen, eine andere Person. Das ist, wo wir sehen, erleben. Sehr viel Mal dann sagen wir, wenn Jana mit das sagen will, ich will doen, was ich will. Ich habe all das, ich will doen, ich will. Ich habe auch in euch einmal sein überlegt, das ist, wenn meine Frau nicht so will, dann will ich so doen. Ich habe das Gefühl, erleben, was sehr leicht in uns herrschen will. Wenn wir nur die Bibel noch gehen, dann hast du Liebe, du hast Respekt, du hast mit den anderen ein Liebe zu leben. Nicht das ich. Du hast die anderen. Die Bibel sagt sogar, schatz den anderen Hecher aus dir selbst. So Ruth ist gehorsam, so sie das. Und vielmehr als dort, paar Vers wieder, sehr übernehmend. Sehr übernehmend. Ich weiß den Tag, wo ich Heidi früh, meine Früh zu sein. Dann habe ich das gesagt, und ich glaube, ich kann meine Geschichte, oder war nicht, das ist irgendwo auf YouTube. Dann, als ich Heidi gefragt habe, als will meine Früh sein, und ich sagte, ab meinem Bad, dann nahm ich den Tag, wo du auf dem Bad wird, und tragte Eva mich, wenn ich bin nicht sehr brav. Aber diese Ruth ist sehr brav. Normal wurden Jungen immer Frauen. Aber diese Früh, diese Ruth, sage ich im 9. Vers, ist das.
wer bist du? Vroeg hij haar voets. Zij zei, ik zie Ruth. Dat is te Boas, sagte dat. Diene kijkje. Waar, wat zei wie ze una staalt zich? Zij de is una doen bij Boas. Voets. Sprei diene da ik even mij, zegt zij. Du bist die verantwoordelijk is voor mij op te komen. Zo Ruth vraagt niet, hey, woest du wel met mij bevrijen? Ze zegt, du bist verantwoordelijk die met mij te bevrijen. Zo met alles, ik weet niet, als je nu zullen ramgaan en dat ze allemaal zeggen, du bist verantwoordelijk die met mij te bevrijen. Maar deze Ruth, die had de autoriteit van haar schwiegermama gekregen en zei dat, du zult die met mij bevrijen. En dan willen we kijken waar Boas is. Wanneer we lezen in de Bijbel waar Boas is, dit is een teken voor waar Jezus ook voor ons is. Boas maakt haar vrij. Hij is haar rader, hij is de vrijmaker. En wat is Jezus voor ons? Hij is ons rader en ons vrijmaker. Boas is goed haar. We moeten kijken welk karakter Boas had. In 2. Kapitel vers 11 zegt dat is dit. En Boas zei, die Lied haben mir gesagt, wat du alles für deine Schwiegermutter getan hast, nachdem dort dein Mann starb. Wo du deinen Vater und Mutter und dort Land, wo die Tüs wir verloren hast, und bist nur in den Fall gekommen, dort du vorher nicht kannst. Und dann sage ich wieder, Gode wird er, und der Ruth sagte er, Dankeschön, dass du so leibtüchtig für mich bist. So was ist Boas, was hat er für einen Charakter? Ein golden, leibtüchtigen Charakter. Er sagt, draag veel. En sogar, als dit danach passiert ist, dann nimmt Boas 20 Kilo Josh und Schatte in Sarg nehmen. So gut ist Boas zu er. So, Männer, ich weiß nicht, der früheste alle so gehen aus Ruth sagen, du sollst die mit mir befreien. Aber Männer, ich glaube, von diesem Boas kann ich viel lernen. Sieht leibtüchtig. Sieht freundlich. Sieht nicht bloß, dass ich glaube, ich muss bloß Jana sein, sondern Gott verab, bedankt jene Frühes. Sieht wirklich da. Auch wie wird befreit sein, nicht bloß der Jungs. Und weißt du, was noch von Boas gesagt wird? Der dritte Kapitel, Vers 18. Dort sagt er Schwiegermama. Der letzte Vers. Der Mann wird von dir nicht nur gegeben, bet hätte sie sagt, ganz beredhaft. Weißt du, Männer, all die, die befreit sind oder nicht befreit sind, dort sehr schön, wenn wir Männer vom Wort sind. Wenn wir uns vernehmen, dann berät wir die ganz, nicht bitte Hauf. Dann wollen wir die ganz anholen. Ins frühes Leben dort an uns, wenn wir uns Wort holen. Und dort ist, was er tut. Hij is een man wat dat ganz aanhouden deed, wat hij aangevangen heeft. So hij heeft, das Boas, hij heeft naar de stad daar, en hij zegt tegen de mannen, wo de mannen allemaal zaten, en zegt, ik zie niet de eerste aan de rij, mij met Jana Ruth te bevrijen. En dan heeft hij naar den man wat de eerste zegt, du bist, hij had zich dat uitgevarscht, zegt hij, du zult die met Ruth bevrijen. En hij deed dat aber niet bloß direct zijn. Hij zegt, du wir ein Landhandel, dat wir in die tijd zo, dat wir nicht bloß sich mit der Früh befreien, sondern du musst auch Land auf dem Dolje schreiben. Wenn es vielleicht wie ab dieser Früh ernommen, was es Land, oder ab ihrer Schwiegermama, dann wird das so, wer die Frühes will haben, oder die Früh will haben, die wird früh, der muss auch der Land einen. Aber viel mehr, dann sagt er so, er fängt nicht mit der Früh an, er sagt, willst du ja ein Land haben? Dann sagt einer, ja, ich will das haben. Und dann ist er ganz klug und sagt, aber dann musst du die Jana Wettfrüh übernehmen. Und dort wird jene los sein, dort wird schwer sein, er wird mal viel tun, dort eine Wettfrüh zu eten hat. Und dort wird das Leben lang sein, dort wird nicht bloß ein Land haben. Dann sagt er, no, du kannst das haben. Das Boas, der jetzt sich das klug an, wenn er redet auf eine Weg, dass er das Land wird kriegen, aber viel mehr als das Land will er die früh. Am ging das am der Früh und er kriegt es. So dann geht er und sagt, ja, der hat mir gesagt. Und dann war der Show, Jan Andra, was in Land wir, der gab seine Show dann Boas. Und dort wir in der Titel teken dafür, dass er nu können, das Land haben in der Früh. So er geht, in der Bibel sagt, er nahm Ruth seine Früh und sie wird sich gut und dann fängt eine frische Familie an.
Ich habe gesehen, dass Jesus kriegt, dass alles für uns tut. Jesus, der hat uns gekauft. Jesus hat nicht bloß, der hat uns ganz gekauft, und der hat aber auch unsere ganze Familie gekauft. Wenn Jesus kauft das, dann kommt alles mit an. Das wir auch das in der Zeit. Wenn das Jana, wenn der will das Land kaufen, muss er auch die Person kaufen. So Jesus hat die gekauft. Ich will dir von dir sagen, ich weiß nicht, wo du Jesus kennst. Hast du ein Verhältnis mit ihm? Kennst du Jesus persönlich? Weißt du, wer Jesus ist? Ich will dir von dir eine gute Nachricht geben. Jesus hat die gekauft. Er hat die gekauft und er hat alles betont. Das Boas, er respektiert Ruth, er wird Gott. Und er gibt sich an für diese Ruth. Er gibt viele andere Privilegien ab, viele andere Sachen gibt er ab, damit er Ruth haben. Und kriegt so als Jesus nur diese Ehe gekommen. Er hat sein eines Leben abgegeben, damit er die kann haben. Ich will die Frau, dass die kurz abstunden, dass die alle können abstunden. Steht ab mit Taub. Jeder kann abstunden, du wo er ist. Und ich will die von der Frau, weil die Verband der Frau, dass sie können von der Fähre kommen, aber ich will die von der Frau. Kennst du Jesus? Kennst du den Boas in deiner Geschichte? Der wird das Land kaufen, wer die Friese hatte. Das Boas hat jetzt mit einer Einstellung nur Ruth und sagt, ich fürchte dich nicht. Er ist gut und freundlich da und so ist Jesus von dir auch zu dir. Er läuft dir und er ist freundlich zu dir. Jesus ist dir wirklich gut. Und Jesus sagt dir von dir, ich will deine Radar sein. Wenn du in deinem Hort nicht friedvoll bist, und du nicht weißt, ob du gerat bist oder nicht, und du nicht weißt, ob du sein Kind bist, wenn du nicht 100% klar bist, wenn du von dieser Erde gehen willst, ob du nur der Ewigkeit, nur Arm im Himmel jetzt, dann kannst du glauben, so ist Ruth auch glauben, dann kannst du glauben an ihm. Dann sagt Gott dir von dir, fürchte dich nicht, du kannst an mich glauben. Und du kannst von dir eine Entscheidung treffen, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich will mein Leben nur die drehen, ich will mich entscheiden für dich zu leben. Jesus, ich will haben, dass du mein Radar bist, dass du mir Radar bist in dein ewiges Leben bist. Und du kannst eine Entscheidung treffen, Jesus nur zu folgen. Du kannst mit mir taub beten, ich freue, dass die ganze Familie mitbetet. Und vielleicht wirst du das Gebet zum ersten Mal in deinem Leben sein. Ein Gebet, wo du Jesus freut, dass er deine Sünde verzeiht, dass er dir nie Leben gibt und dass du kannst sein Kind werden. So bet mit mir taub, wenn du diese Entscheidung treffen wirst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und wahre abgestanden bist. Ich freue dich, vergib mir all meine Sünden und wasch mich rein. Nimm mich an als dein Kind und füll mich mit deinen Heiligen Geist. In dem Namen Jesus. Amen. Wenn du das von dir zum ersten Mal gebet hast, dann komm und reden mit mir oder mit meiner Frau oder mit irgendwem von der Lehrer oder mit deinem Freund und wir wollen mit dir beten. Wir wollen dich begleiten, wenn es ist ein neues Leben. Die Bibel sagt, wenn du ein Sünder seine Sünden bekannt hast, dann hast du ein Fass im Himmel. Und ich will den letzten Punkt noch sagen. So ist ich am Anfang sehe, deine Geschichte ist nicht zu eng. Und ich will dich von dir aus sagen, dass deine Geschichte ist nicht zu eng. Ruth, wie eine wird früh. Ihre Mann, Naomi wird eine wird früh. Ihre Schwiegermama wird eine wird früh. Alles für dies da. Wie würde ich die Geschichte du ab hier, aber die hielt nicht du ab. Im 4. Kapitel, der zweite letzte Vers, 17. Vers, als meiste Latz. Du lest, wie ab einmal so steht. Dann reden man den Noberfrüh, der reden man den Noberfrüh ist wir.
dat Nomi einen Seen had. Ze geven am den Nomen Obed. Obed werd vader te Isaïe en grootvader te David. Wat meint het? Uit deze twee weetvrühes, dat deze zich befrieden kunnen met eer en rada, komt dat de nächsten, dat wir Obed en de nächste weer Isaïe en de nächste David. Wat is het? Dat is een stoomboom. Wat is de stoomboom wichtig? David is de vervoerder voor wem? Voor Jezus. Wat betekent dat? Ruth, eine Frau, wat nicht mal zu den Israeliten hier rein. Sei wie ein für die Vermutter für Jesus. Wenn du von dir bloß dunkel sitzt und du denkst, ich sei bloß Boy und dies da. Die Geschichte ist nicht eingeschrieben. Gott schreibt die Geschichte wieder und er will mit deiner Geschichte was schreiben. Und du kannst in den Sturmbaum vielleicht 100 Jahre nachdem du tot bist, kann uit deine Familie ein Sehen kommen, was du dir nicht vorstellen kannst. Uit deine Familie, wo du nicht dunkel sitzt, weil Gott Wunder tun und er will die nächste Generation sehen. Er schreibt mit dir eine Geschichte und schrieb mit Amt auf diese Geschichte. Amen. Jesus sagt dir von dir, fürchte dich nicht. Er sagt dir, fürchte dich nicht. Lesen noch einmal mit mir auf Jesaja 41 verstehen. Jesaja 41 verstehen. Alla top. Ängst die nicht, wils ich sie mit dir. Fürcht die nicht, wils ich sie din Gott. Ich will die stark machen und die helfen. Mit meiner gerechten Hand wo ich die holen und bewahren. Amen. Halleluja. Wir wollen beten, nu hier te laat. Ich will froh, dat wanneer wir vorher gesungen haben, dat waren Lehrer hier an der Kante stehen. Und wenn irgendwer Gebet extra will, dat ich kann haben. Aber wir wollen nu für allem hier beten und die hängen bleiben. Die Bibel redet davon, wie wichtig das ist, dass wir uns jenseitig die hängen bleiben. Aber Pastor, wo kann das so passieren, dass wir das nu alle kriegen, nu noch? Sehr fijn. Ich will alle Kleingruppelehrer noch verder krijgen, ook alle Soziallehrer noch verder krijgen, dat je hier verder eine Reihe merken. Kommt alle Lehrer kommt hier noch verder und du handchecken. Alle Lehrer, alle Soziallehrer, alle Kleingruppenlehrer. Wunderschön. Sind die alle hier, kommt noch verder, stellt ihnen hier eine Schmackerei an. Die willen voor jullie beden. Die weten dat zelfs niet dat ze dat willen, maar die weten waar dat dan nu aan. En wat gaan we dat doen? Je kan hier naar verder komen. En eenmaal hier zo voorbij komen, dan bij 5 zo voorbij gaan. En 3 gaan naar jullie steden. En die worden weer het nächste Lied zingen. Jullie te hangen blijven en zeggen, fürcht die niet. En beden we die, fürcht die niet. Ik weet niet wat die Situation is, maar wie brücken je beden. Wie brücken Gebet. Und wir wollen uns einfach das unterstellen, dass wir uns das von Gott unschieren lassen. So ist uns die Hänge abgelegt worden durch Kraft. Die Bibel sagt, wenn wir bloß weiter würden, wie viel Kraft du hast, die anderen die Hänge abzulegen, dann würden wir dort mehr üben. Und ich glaube, diese Lehrer haben uns sehr viel davon verstanden, wie viel Kraft du hast. So werden wir das nächste Lied singen. Kannst du hier noch verder kommen? En die willen die hängen blijven en willen over die beden. Fürcht die nicht. Halleluja. Amen. Fang dan, kom naar verder. Je kan ook ganz de lijn gaan, zoals je willen. Met een melodie, du valt me